Ja, was wir heute zu DVDing machen, ist, dass wir gemeinsam mit Jugendlichen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach vom neuen Jugendcenter bauen. Jugendliche werden die sind, die den Klimawandel zu spüren kriegen. Die Jugendlichen müssen mit den Spätfolgen von der Nuklearindustrie fertig gehen. Und wir hoffen, dass wir gemeinsam mit den Bürgern, mit Jugendlichen und natürlich auch mit der Politik auf den Weg können gehen, Gemeinschaftsanlagen überall hier am Land abzurichten. Wir machen immer viel Präventionsarbeit und wir machen viel Aufklärungsarbeit. Und das ist natürlich auch eine Mission von uns für die Jungen zu weisen, so, wir verbrauchen deren Energie mit den Alternativen. So. Und dann die Occasion zu ein Projekt zu realisieren, wo die Jungen auch wirklich seriös können mit aufhaken, auch wo sie das System verstehen, an dem sie selber etwas machen, also natürlich furchtbar interessant. Ich habe ganz viel zu evaluieren, weil man könnte besser machen für den Wald. Weil ich da weiß, dass ich selber etwas gemacht habe für den Wald. Ich will normalerweise wissen, ja, kann er wissen, nicht viel so. Aber wenn mehr dazu machen, da könnte so, dass sie schon etwas wichtig machen für die Welt. Ja, Zilo kann er die danken und nicht tun mehr. Ich fand immer das wichtig, das zu danken. Weil, wenn wir wollen so machen, dann aus in 20 Jahren kein Wald mehr du. Ich fand eigentlich der richtige Mix. Wir haben halt zu DVDing schon Projekte gemacht, wo wir mit Bürgerbeteiligung Photovoltaikanlagen abgerichtet haben, wo aber dann Firmen natürlich Arbeiten gemacht haben. Und hier ist ein Komponent beikommen. Hier können die Leute darüber beteiligen, die Jugendlichen das gehört. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, in Zukunft Projekte zu machen, wo Jugendliche, aber auch Erwachsene einfach eine Anlage selber abrichten, mit der Gemeinde zusammen, wo wir den Dach zum Beispiel zur Verfügung stellen, aber wo noch, wie bei dieser Anlage, ein Kooperativ, die Leute sich dann noch beteiligen können. Wir haben heute eine Technik, die Rollamain, die billigste Art und Weise, für Strom zu produzieren, wenn die über eine lange Zeit guckt. Du kannst kein Kohlekraftwerk, kein Atomkraftwerk mithalten. Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Ich meine, die Technik, wo wir immer davon überzeugt waren, dass es eine ganz proper und eine ganz wichtige Technik für die Zukunft von uns alle gut wird gehen. Für die Heichzahlen. Ich meine, wir verdienen natürlich das Geld mit der Technik. Wir beschäftigen uns Leute da. Das ist ganz klar. Aber trotzdem, also für uns Arbeiter wie für uns auch, ganz flott, dass wir an etwas schaffen, wo wir uns all an den Spiegel gucken und können so und so, wir haben etwas bewegt. Und auch so ein Projekt wie das heute, das bewegt, ganz klar. Ich meine, das ist einfach wichtig, dass in einer Umwelt lebt, wo gesund lebt, und noch wo selber mit Verantwortung drohen, wo an der Grabbrille, wo nicht alles soll, doch Politik an der Industrie, an der multinationalen Gruppe soll überlassen, dass sie einfach sich engagiert. Und ich meine, das wird schon wert. Und ich weiß auch immer dann hoffentlich ein bisschen die Leute wie in Richtung, dass sie sich engagieren können. Ja, das wird dann hoffentlich zum Positiven besser beitragen. Ehrlich gesagt, wie schon mal hingekommen sind, habe ich auch gedacht, es wäre viel mehr Arbeit, wie das wird aus. Also das ist so, die Jungen haben gesagt, ja, das ist ein bisschen wie Lego. Und was ich relativ flott fand, dass es ein Projekt ist, das ausversabelt mit Jungen. Und ich kann sonst wirklich alle anderen Jugendhäuser oder auch öffentliche Institutionen auch den Motto ein bisschen zu zeigen. Ich meine, hoffentlich bewegt sich das an den Köpfen der Jugendlichen, aber das konnten wir ja in den kleinen Gesprächen schon feststellen. Sie hatten immens viel Frohen, sie hatten schon immens viele Anregungen. Ganz DVDing müssten mit Solaranlagen gemacht gehen. Und das sind auch so, und das möchte ich natürlich aber hilfreich, weil ihr seht, sie also in den Klick bei den jüdischen Lastgängen. Und ich meine, dass das der Sohn aus dem wir heute lehen, den aber wird in den nächsten Jahren ablehnen. Und das ist wichtig.